Habit! Evans, der Birger! Leider gibt's mal was ganz anderes. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, in den letzten 1,5 Jahren ungefähr ist unsere Community ganz stickerl mehr Gaming-affin geworden. Und auf das, was wir da heute machen, habe ich schon so lange Bock, dass ich es jetzt einfach einmal mache. Und an den Rest, Kruzifix, How-To, Musi und so weiter und so fort, gibt's weiterhin das Wicker 0815 LP-Kanal. Scheiß zeigt Wadl nicht ab! Los geht's! Ich fehl momentan relativ viel in Warzone umeinander. Normal in einem 3- oder 4er-Team, aber heute habe ich einen guten Tag und spiele mir erst solo und hab mir gedacht, ich lasse euch da jetzt einfach mal teilhaben, ob's wollt's oder nicht. Fangen wir an. Im Menü natürlich. Da klicke ich erst mal Fancy in der Weltgeschichte umeinander. Weltweit muss ich auch sehen, was für spannende RPG-Skins das ich hab und wie weit ich mit dem Battle Pass bin. Dessen Level, wie wir alle wissen, dein Gameplay, Aim und Positioning-Skill widerspiegelt. Bis die Lobby aufgeht, streiten wir unseren Flauschknädel noch ein wenig um Torbastel rundum. Da geht die Lobby auf, 3/4 Gamepad, Aim Assist Spackos und freilich freuen wir uns erst einmal ein sauberes Zeit in die Hosen, dass wir mit Inder spielen, weil ein geschmeidiger 800er Ping, der hat in einem Shooter ja noch nie nicht geschaut. Warm-up, da gehen wir natürlich sofort Vollgas und werden erst einmal rasiert. Und klein noch mit Dingen, setzt mein Pro-Level 9000 Emo, bis ich gespannt, dass ich eine geschissene Autoshotgun hab, aber wurscht, da schießt man trotzdem 3 Mal hinten rein. Da hat der Karl von rechts was dagegen, aber nichts hilft besser, als wenn wir erst einmal der Mir zweite Raketen zur Gesellschaft den Himmel aufgeballert. Geschissen drauf, gleich noch eine hinten rein. Und wir zwingen uns beide. Alle guten Sachen sind bekanntlich 3. Jetzt packen wir High-Level-Skills aus, spielen wir Bavarian Stuka und rotzen wir aus der Luft schon obi. Piffkas, ich lande natürlich mitten im Haufen, krieg einen kompletten Schlaganfall, schieß Löcher in die Luft und der Karl rasiert mich schnell aus dem Leben, wie der Bockfotzen Apache am Preisen, der an der Ketchup-Szene schnuffelt. Wenn das keine wahnsinnig kompetente Aufwärmrunden war, nach der ich auf die ersten Anfragen von Cloud9 warten konnte, dann weiß ich es auch nicht. Meine Bartschalen sind warm, jetzt kann's losgehen, Kinder. Da ich nicht so gaudi mit meinem Prothesen Gichtax aus dem Stahlvogel springe, markiere ich mir in meiner Blutlust erst einmal einen Bounty-Contract. Mache wegen 300% Speed und schleudert mich in Richtung Untergang. Trotz meiner Zuversicht, dass das Quarry weit genug weg ist, dass nicht 2 Fußballmannschaften hinspringen, schau ich kurz gekonnt rundum. Wie angenommen, ist nicht recht viel los. Bis der 4000 km/h Sepp meint, er muss jetzt da von links einer bredeln. Ich zieh natürlich einen Schwanz ein, dreh ab und snap mir erst einmal eine graue M4. Stell fest, dass ein Menschenmeer-LMG eigentlich viel geiler ist und backelt aber dann doch die Kacknoob-RPG ein, damit ich mein Kartoffel immer wenig kompensieren kann, wenn's drauf hochkommt. Dann aber fängt der ernstes Leben so. Mein geschultes Pro-Gamer-Ohrwaschel nimmt einen Hauch von Steps wahr. Da ich auch nicht mehr der Jüngste bin, check ich nicht sofort, dass er von oben kommt. Trotzdem rasieren wir erst einmal die Arme aus der Fotzen, wo der Rest vom Magazin hier geht, das weiß bloß das Mündungsfeuer selber. Geschissen drauf, Kacknoob-Kanon haben wir nicht so gar nicht dabei, werd schon richten, aber die hilft auch nicht. Da pushen wir nach, ich denke mal, und probier's mit einer Stun-Granaten. Sagt also das offenbar gefährlichste Trophy-System der Welt aufgestellt hat und lauf in maximaler Panik einfach einmal davon. Loadout-Time, Baby! Pro-Gamer, der ich bin, schleidet mir das jetzt mal sauber unter den Zug ein. Da man total Open Field auf die Waggons kaum gesehen wird, ist das nicht so tragisch. Außer mit der Grau, was auch sonst, die Spüler jeder, die muss gut sein. Nope, denkt sich der Surprise, Louis, zu links. Aber Pech gehabt, Louis, ich hab meine 5 Aimbot-Sekunden des Tages, Wiederschauen, Dankeschön. Zurück zum 4000 km/h Sepp, der auf mein Heartbeat piept und kurz darauf schon mit seiner Sniper auf 12 Meter aus dem Loch blitzt. Ich ziehe wieder mal bloß die Arme aus und probier's hinten nachher mit dem professionell platziertesten C4, wo gibt. Wurscht, gut, dass wir 2 dabei haben. Ach, wieder nix. Der Sepp, sneaky wie er ist, schaut durch die Stirn und zieht mir ebenfalls die Arme aus. Sepp! Langsam gehst mir auf die Nerven, Sepp! Da gibt's bloß eine vernünftige Antwort drauf. Kacknoob, Kanon to your face, Sepp! Tja, aber sneaky peaky kann ich auch. Schleich mich und eine und schier beim Sepp finally seine verdienten Kugeln durch Treppen in seine zusammengekämmten Kampfstiefeln. Der Sepp hat da oben offenbar dabei eine Bank ausgeraubt und glaubt so viel Kohle auf, dass ich im Hintergrund einen leisen E-Mail-Sound vom Finanzamt her. Okay, erst einmal die Wirtschaft ankurbeln, investieren in 2 UAVs und glaub endlich meinen wohlverdienten Bounty-Contract auf. Markieren wir die arme Sau und mach uns einen Usain. Nope! Denkt sich der komplett lost Manfred und blinkt erst einmal auf meiner Minimap von rechts daher. Ich hab das Gefühl, der Mann ist komplett Brain AFK, bratzelten aus dem Leben, aber freu mich, dass er mir Gasmasken als Opfergabe da lässt. Press F for Respect für einen Kacknoob Money, weil bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er gewusst hat, was er da tut und irgendwie tut er mir leid. So. Kann ich jetzt bitte schön mein Bounty machen, der seit 20 Minuten in der Scheißbude hockt? Nope! Denkt sich der Fallschirmfranz und schwingt seinen Hintern 5 Meter vor mir vom Himmel. Da krieg ich direkt einen spontanen CSGO-Flashback und geh in Full Russen Rush B-Blade-Mode.
was erstaunlicherweise viel besser hinhaut, wie ich gemeint hab. Gut, dass der Bounty Benny natürlich immer noch in seiner Bude hockt und wahrscheinlich die 4. Shisha raucht. Kacknub-Kanon erinnert ihn aber höflich daran, dass Raucher ungesund ist. Kurz drauf macht er einen auf 4000 km/h und stirbt den gleichen trickerten Tod auf der Treppe, wie er es verdient hat. Und wieder höre ich leise im Hintergrund, dass mein E-Mail-Postfach übergeht und das Finanzamt mittlerweile an der Haustür Sturmleiten angefangen hat. Was darf man mit den 14.000 sonst als UAVs und Equip kaufen? Bei dem Lauf und mehr als Dusel als Verstand-Gameplay ist auf die 4.500 für ein Bein total geschissen. Braucht man nicht. Der nächste Open Field Lucke ist auch gleich gefunden und darf sich erst einmal eine Runde über meine stundenlang geübte Recoil Control gefallen und komm von Klick reden, dass ich kein RPG-Moon mehr hab. Big Brain, die ich bin, renn ich natürlich wildballert mit einem Puls von 280 plus hinten neu. Und hab das Glück, dass der Lucke keine Platten dabei gehabt hat. Im Augenwinkel kriege ich mit, dass der Michael Bay vor mir gerade offensichtlich Transformers 28 trat und der Bumblebee explodiert. Da kann der Cowboy gar nicht weit sein, dem ich erstmal blind mit dem Thermaler Schens zu wenig laut ausgesprochenes habe die Ehre schick. Nope! Denkt sich der Cowboy Karl und gibt mir einen sauberen Hedy in meinem Vollsprint. Und da ich keine Freund hab, muss mein Revive-Kit aus der Scheiße rein. Der Cowboy Karl geht in Blind Greed Mode und kassiert auf der Stage zu Recht dafür seine wohlverdiente Quittung. Und ich sag's euch, wie es ist, in dem Moment verspüre ich eine kleine Erschütterung der Macht, wie er sein Maus aus dem Fenster wirft und das Spiel deinstalliert. Alter, wenn die Aktion einmal kein Like und ein Abo und mindestens Glockenwert ist, dann weiß ich's auch nicht! Die nächste arme Sau ist auch nicht weit und kriegt erst einmal mein Magazin in den Bahnschein. Offenbar hat aber der Kasperl auch keine Freund und schmust da unten mit seinem Revive-Kit ums Eck rundum. Da ich jetzt schon Sim-Leute ins Gulag geschickt hab, wo sie über ihren Versagen nachdenken können, wird mir der Revive-Kit-Call auch nicht aufhalten. Einmal ausziehen und gleich nochmal und wieder schauen. Und so werden aus Sim nachdenkliche Leute im Gulag 8. Die nächsten Hamperer sind auch nicht weit. Aus ist der Hausdach Hans. Knockout gefällst mir einfach besser, Hans. Weg mit deinen Armen. Umfallen du natürlich wieder nicht, weil der Kass. Aber all of a sudden der zweite Hausdach Hans appeared. Tja, Hans, nicht dein Tag heute. Der erste Hausdach Hans hat sich kurzerhand in Im Haus Hans umgenannt und schaut aus dem Fenster. Mein Pro-Game-Auge überseckt das, wird grantig und schickt ihm natürlich 2 verzweifelte Raketen, die absolut nix bringen. Panik! Zone geht zusammen! Und in meinem unachtsamen Übermut steht der habitäre Rudi auf der Straße und schickt meine dumme Gichtfotzen dahin, wo es schon vor einer Viertelstunde hingehört hätte. So schnell kann's Leben als Pro-Gamer beendet sein. Wie angenommen bin ich wahrscheinlich einfach zu alt, zu fett und zu langsam.